Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kooperationsminister. Site vom Außenministerium kann ich lesen, dass seit 1980 Entwicklungshilfe eng soll von der Lützeburger Außenpolitik ist. 1% von unserem RNB gehen wir dafür aus und wir erzählen wir zu den ehrgeizigsten Nationen, was die Entwicklungshilfe betrifft. Berufsbildung, Eintritt auf den Arbeitsmarkt, Gesundheitssysteme und öffentliche Gesundheit sowie die lokale Entwicklung von den Ländern, die wir unterstützen, sind uns am wichtigsten, was wir als ADR begrüßen. Wenn ich will, dass die Entwicklungshilfe nötig ist, dann muss ich den Fischer lernen zu fischen und ihm nicht den Fisch an Netz legen. Natürlich kann ich sich wirtschaftlich vorstellen, die Chinesen nicht aber die bessere Entwicklungshilfe machen. Ob sie nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Ob sie Fall ist, mal nachhaltig für die chinesische Wirtschaft. Allerdings kann ich mir auch nicht genau sagen, was unsere Entwicklungshilfe und unsere Kooperation wirklich über all die Zeit bringen. Gingen sich nicht erwarten, dass wenn ich schon so lange in die Entwicklungshilfe investiert und noch immer mehr investiert, hauptsächlich in die 3 Partnerländer, Kap Verde, Senegal und Laos, irgendwann nicht Männer miskin an diese Länder, weil es sich erwarten ging, dass ihr eine Progrege seid. Wie nachhaltig ist unsere Entwicklungshilfe? Wie können wir unsere Entwicklungshilfe bzw. ihre Fortschritt evaluieren? Hat es eventuell auch negative Konsequenzen, durch zum Beispiel Verlorengehen von der Eigeninitiative oder das Hilfe, die wir gehen, nicht den entsprechenden Effekt hat, nur Motto gut gemeint, als nicht immer gut gemacht. Als ADR stellen wir die Entwicklungshilfe nicht auf froh. Es muss sich evaluieren dürfen, ob Tupac noch immer gut ist oder in Stahlschrauben für andere misst. Wir haben eine frohe Form also. Haben wir einen Lehreffekt an unsere Partnerländer, weil am Anfang aus der Entwicklungshilfe dafür gedurcht, dass in einer Unterstützung gibt, sozusagen ein Staat kriegt und dass es sich dann irgendwann von selber dreht bzw. entwickelt. Wie weit sind wir da an unsere Partnerländer? Das ist bedauernswert, dass der Rapport von der OECD bezüglich der Kooperationsarbeit für Lützeburg recht an Februar herauskommt. Er wird nützlich gewesen für die Debatte in der Chamber und hat sicher die eine oder andere Frage schon beantwortet oder vielleicht auch abgeworfen. Schaffen wir also mit dem, was wir zur Verfügung haben. Fangen wir mit Afrika an. Ich selber hatte die Chance, letztes Jahr in den Benin zu reisen, nicht am Kader von der Kooperationshilfe, sondern am Kader von der Assemblée parlementaire de la Francophonie. Und ich hatte die Gelegenheit, mal ein Projekt angucken zu gehen, und zwar das Projekt JAS, wo dem Rechte von der sexuellen und reproduktiver Gesundheit von Jugendlichen geht. Natürlich war die Mensch flott zu sehen, wie motiviert und ehrgeizig die Kinder und Jugendliche sind, und sich geehrt fühlen, an so Projekten dabei zu sein. Mir war dabei immens schwer im Herz, weil ich schon mal gedacht, dass das doch nicht mehr ein Drops auf der Wärme stehen, beziehungsweise verstehe sie wirklich, um was es heute geht. Erreichen wir die richtig. Zumal, weil ich ein paar Tage noch an der Maison du Soleil war, wo junge Mädchen und Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt sind, mit ihren Puppelchen und Kindern waren. Gerade in den ländlichen Bereichen ist die Menschen schwer, die entsprechende Entwicklungshilfe zu leisten, und genau in diesen Gegenden wird es am meisten gebraucht. Auch begrüßen wir, dass das Projekt lanciert wird, zusammen mit der Lützeburger Hotels- und Restaurantshow, für die Jugendlichen eine Ausbildung im Bereich des Tourismus zu gehen, also mit Möglichkeit auf eine ehrliche und ehrbar Arbeit. Burkina Faso, Mali, Ruanda, schwer politischen Terror, wird das Kooperationsarbeit erschwert, vor allem auch hier an den ländlichen Gegenden. Bezüglich dem Ruanda stellen wir uns allerdings froh, durch die Unterstützung vom Krieg im Kongo, wie ein Zeichen setzen wir, an dem wir unsere Relationen an dem Land verstärken. Im November ist zu Kigali die Ambassade abgemacht gehen. Vielleicht kann Herr Minister uns erklären, was genau die Absichten sind, die dahinter sind, und welchen Zeichen hier setzen will, oder welchen Impact haben wir. Am Kap Verde haben wir durch die langjährige Zusammenarbeit schon viel erreicht, vor allem im Bereich von der Energie und vom Tourismus. Hier können Sie sich vorstellen, ob ich nicht eventuell ein neues Projekt für sich akquirieren. Hier will ich allgemein vorstellen, ob es Exit-Strategien gibt, aber ja, wie die ausgesehen. Ab wenig kann ich sagen, okay, los das Land autonom genug, entwickelt genug. Hier können wir uns löserlos zurückziehen. Wir wollen unsere Kooperationsländer auch nicht abdrängen und Neokolonialismus betreiben. Mittelamerika. Hier liegt mir hauptsächlich Entwicklungshilfe bezüglich Umwelt- und Klimaschutz. Für der ist ganz klar, dass der Fokus bei der Entwicklungshilfe auf wirtschaftlich, medizinisch und schulisch Projekte soll liegen. Weil wenn wir an den Umwelt- und Klimaschutz denken, da gibt es manche Länder, die es viel mehr nötig hätten. Es schenkt aber auch laut dem letzten Rapport von LuxDev
Probleme zu gehen bezüglich offizielle Kooperationsaufkommen an den Ländern. Wo sind wir da drin? Was ist genau das Problem? Wie können wir an diesem Fall garantieren, dass es Hilfen effektiv angesagt gehen und so nicht verpulvert gehen? Gucken wir rüber auf den asiatischen Kontinent. Laos, Vietnam, Afghanistan. Ganz unterschiedliche Länder mit verschiedenen Problemen. Der Laos ist von unseren Partnerländern, und das hat auch schon erwähnt gehen. An dem Jahr, wo ich in der Chambre sehe, kriege ich schon mit, dass der Laos tags auf der Visiteliste steht. Mir irgendwie schenkt nicht vieles sehr, für uns zu gehen. Was sind die Pläne für die Zukunft, für die man entgegenzuwirken? Können du bestimmte Maßnahmen ergreifen gehen? Wie können auch die allgemeine Infrastruktur, die Ausbildung an den Schulen und die Ausbildung von Enseignants effektiv verbessert gehen? Kommen wir zu guter Letzt auf unseren eigenen Kontinent, Europa. Als zwei große Sorgen kann, was die Entwicklungshilfe bzw. Krisenhilfe betrifft. Der Kosovo und die Ukraine. Der Kosovo eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und politische Problematik mit Serbien. Der EU-Beitritt regelt weit nach hinten. Hier ganz klar eine Frage, die wir stellen müssen. Was haben wir falsch gemacht? Was müssen wir andere für die Zukunft, für das wir den Kosovaren gezielt helfen können? Die Entwicklungshilfe oder die Krisenhilfe in der Ukraine betreffend, hat der immer die humanitäre Hilfe unterstützt. Laut Trump müsste Griechenland schon lange rübersehen. Hoffen wir, dass 2025 die vom Wandel geht und aus dem Krieg endlich Friedensverhandlungen entstehen. Der plädiert weiterhin für humanitäre Hilfe in diesem Krisengebiet sowie die Unterstützung für den Asyl von den Flüchtlingen. Was sind also ganz klar die Stärken von unserer Kooperationshilfe? Als Lützeburg engagieren wir uns immens an der Kooperationshilfe. Natürlich kann ich noch immer mehr. Mit 1992 gab zu Rio ganz klar ein Ziel festgelegt und muss ich noch mal einen gesunden Menschenverstand dabei sein und noch andere OECD-Länder motivieren, sich zu engagieren. Vielleicht genauso umgekehrt, wie wir wissen, als 2% NATO-Ziel laufen. Wir engagieren unsere langjährige Partnerschaften wie am Laos, Kap Verde, Senegal, ohne uns mit kleinen Projektsländern aus den Augen zu verlieren, an dem es mit diplomatischer Präsenz an Ländern wie dem Benin oder Costa Rica weisen. Lützeburg wird eine schneller reaktiv humanitäre Hilfe am Fall von Krisen und den Dach gelöst. Am Fall von der Ukraine haben wir 208 Millionen Euro ausgegeben, wie eine Antwort von der parlamentarischen Frau von Kollege André Bauler für kurzem zu lesen war. Wir müssen noch ganz klar Schwachstellen, wo wir aber leider nicht immer Einfluss drauf haben. Politische Unsicherheiten in verschiedenen Ländern, wie Fedro schon annimmt, möchte Entwicklungshilfe immens schwer am Terrain, beziehungsweise muss jeweils komplett dargestellt gehen. Auch sind wir aufhängig von multilateralen Organisationen, weil rund 30% von der Entwicklungshilfe darüber laufen und wir eine eingeschränkte Kontrolle haben über die Verwendung von diesen Suen. Herr Minister, wie gedenkt ihr da in Zukunft mehr Transparenz heranzubringen, beziehungsweise eine bessere Kontrolle oder Garantie zu haben? An ein allgemein gut bekanntes Problem, von dem auch als Kooperationshilfe nicht verschont bleibt, schenkt als verwaltungstechnische Schwerfälligkeit, Stichwort Bürokratie zu sehen. Es wird auch viel Personal gebraucht für den ganzen Verwaltungsaufwand. Wir haben ein bisschen Chance, dass ihr am Volley Kooperation am Kader von der Simplifikation administrativ berücksichtigt. Ich habe gerade die Aufhängigkeit von Partnerinnen erwähnt, wo wir keine genaue Kontrolle darüber haben, was mit der Suche geschieht. Herr Minister, das hat doch schon angeschaut gehen. Könnt ihr selber vielleicht ein bisschen sagen, womit wir mit all den internationalen Projekten, die Caritas Lützeburg betreffen? Die das in der Kommission letztes Jahr gesagt, wie ein Projekt wahrscheinlich weitergelegt können gehen durch die Unterstützung von zum Beispiel Caritas aus anderen Ländern. Gibt es in den Bereichen etwas Neues oder einen aktualisierten Plan, was die verschiedenen Projekte betrifft? Bei den Cercle des ONGD, bei uns an der Kommissionssitzung war ein von ihren Nullers, dass wir mehr an Sensibilität bezüglich Entwicklungshilfe auch selber heute zu Lützeburg stärken müssen. Das trägt natürlich so ein Caritas-Skandal nicht positiv dazu bei. Zusätzlich könnte er aber mich schwierig wirtschaftlich schlagen. Immer mehr Leute haben eitel Taschen oder wissen nicht, weil sie 2 andere am Ende vom Monat bei ihnen soll kriegen. Mir auch denkst von den Leuten, wie die Zukunft ausgesagt. Das ist natürlich schwierig für die Bevölkerung zu erklären, sie müssen an internationale Projekte investieren. Wie seht ihr das? Wie ist wirklich die Situation heute in Lützeburg? Unterstützen wir privat so wenig internationale Kooperationsarbeit? Persönlich ginge es nicht so, dass wir es heute in Lützeburg schummen müssten, sei es staatlich oder privat, für den Ansatz betreffend unserer Kooperations- und Entwicklungshilfe. Also der denke mir nämlich, dass wir wirklich deutlich über 1% leihen, was die Entwicklungshilfe betrifft. Und ich fordere auch, dass wir endlich all die öffentlichen Gelder kontabilisieren, die an die Entwicklungshilfe fließen,
real für den Prozentsatz zu rechnen, das nur die Kriterien vom Komitee de Développement und von der OECD. Es ist wichtig, dass ganz transparent Zahlen durchgelöscht gehen und auch, was mit denen suchen, genau geschieht. Das muss durch unabhängige Auditeur geprüft und evaluiert gehen. Wenn wir weiterhin wollen, dass die Leute sich für Kooperation und Entwicklungshilfe einsetzen, können wir uns keine Skandale erlauben. Vertrauen muss gestärkt gehen. Ein anderes Problem, dem wir eventuell heutzutage in dem Bereich mehr wie sonst müssen und da gucken, ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Steuern wir nicht immer mehr dahin, dass wir uns alle selber am Nutzen sind. Nicht unbedingt, weil wir egoistisch sind, mehr weil wir vielleicht Vertrauen an andere verloren haben, weil wir allgemein an unserer Zeit leben und die gesamte geopolitische Situation sicher nicht zu einem positiven Gefühl beiträgt, sich Suchen und Kooperationsprojekte zu investieren. Ein Propos von ADR war noch immer eine richtige Kooperation zu haben, weil durch den einen oder anderen im Land begrüßt ging. Wir müssen versichern, eine wirtschaftliche Retour an als Lützeburger Entreprisen zu kreieren. Das darf aber nicht über Ausbeute, mehr über effektiv Handelsrelationen. Die Relation muss so gerecht und offen wie möglich sein. Keine unfaire Konkurrenz, mehr eine efficace Hilfe für diese Länder zu erlauben, einen richtigen Zugang zu den Märkten zu kreieren. Am Anfang eine Win-Win-Situation. Wir müssen den Ländern Perspektive bieten und über die eigentliche Entwicklung herausgehen und wirtschaftliche Pisten aufweisen, für sozusagen einen Plan, eine Strategie zu haben für nach der Entwicklung. Das ist langfristig ein besserer Weg für die traditionelle Entwicklungshilfe. Eine richtige Kooperation ist für die eine Kooperation auf Augenhöhe, mit den Partnern, mit denen wir zusammen arbeiten, eben genauso, wie wir das mit anderen Ländern machen. Ganz wichtig ist hierbei diese Verantwortung. Und ich wiederhole mich, eine Perspektive zu geben. In dem Zusammenhang ist es aber auch wichtig, dass die Entwicklungshilfe gekoppelt muss gehen und die Retour von irregulären Migranten und eine gute konsularische Kooperation. Bei all der Entwicklungshilfe ist unserer Meinung nach Quintessenz, den nächsten Generationen die bestmöglichen Chancen zu bieten. Die Jugend soll Zielobjekt von all Entwicklungshilfe sein. Ganz klar muss heute der Fokus auf der schulischen Entwicklungshilfe sein. Und Herr Galles wird es für Druck genannt, die Education ist der Schlüssel. Wir müssen ihnen die besten Ausbildungsmöglichkeiten geben. Da darf natürlich Digitalisation nicht zu kurz kommen. Es darf aber auf keinen Fall zu einem Brain-Drain-Effekt kommen. Die Jugendlichen und zukünftigen Arbeiter muss klar sein, bzw. klar gemacht gehen, dass sie die Zukunft von ihrem eigenen Land sind und nicht von einem anderen Land. Durch die Jugend können wir eventuelle Schneeballeffekte an den verschiedenen Ländern erreichen. Allgemein müssen die Länder, die wir selber umsetzen wollen, sich entwickeln wollen, ohne dass wir ihnen als Werte, als Ideen oder als Gedanken abdrängen. Wir sollen uns Hilfe auf die schulisch, medizinisch und wirtschaftliche Sujets fokussieren. Und egal wie eine Kultur der Zivilisation, muss man es immer für die Menschenrechte und die Menschenwürde ersetzen. Wir dürfen nicht abgehen, müssen allerdings ehrlich mit uns selber sein und du prioritär helfen, wo man gesehen, dass sie wollen, du ist, für geholfen zu kriegen, beziehungsweise wo Unterstützung erwünscht ist, aber wo ihr gesagt, dass ihr gewissend umdenken könnt, beziehungsweise wollen und Ehrgeiz, du hast, für etwas zu verändern, für sich zu entwickeln. Ich so nicht merci. Merci vielmals, Madame Schoß. Und dann als